Das heißt, Jesus Christus wird wiederkommen, aber nicht auf die Erde, sondern nur in den Luftraum und wird all die Erlösten, die zur Gemeinde gehören, in einem Nu von dieser Erde wegreißen und, man kann sagen, evakuieren. Wirklich ein biblisches Thema. Es gibt Leute, die sagen, die Entrückung, das kommt in der Bibel gar nicht vor. Aber wenn man die Bibel nicht liest, dann wird man auch die Entrückung natürlich nicht finden. Die Entrückung, kann man auch sagen, die wird geschehen vor dem letzten Weltkrieg. Bibel nennt ihn die große Drangsal. Das wird die unvorstellbare Katastrophe sein für die Menschheit während 3,5 Jahren. Aber die Entrückung vorher und das Kommen in Herrlichkeit danach. Willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen auch dir, lieber Roger, und danke für die Zeit, die du dir nimmst. Gerne. Ja, unser Thema heute ist die Entrückung. Eine große Hoffnung, aber auch eine Herausforderung für das Verständnis der biblischen Prophetie. Und gerne können Sie uns Ihre Gedanken auch in den Kommentaren hinterlassen. Was versteht die Bibel unter dem Begriff Entrückung? Das Wort Entrückung meint ein Wegreißen. Das heißt, Jesus Christus wird wiederkommen, aber nicht auf die Erde, sondern nur in den Luftraum und wird all die Erlösten, die zur Gemeinde gehören, in einem Nu von dieser Erde wegreißen und, man kann sagen, evakuieren vor dem Schlimmsten, denn der letzte Weltkrieg, der kommt danach. Ja. Das Wort Entrückung kommt nicht als Hauptwort vor, aber als Verb. Entrückt werden in 1. Thessalonicher 4. Einfach um zu betonen, das ist wirklich ein biblisches Thema. Es gibt Leute, die sagen, die Entrückung, das kommt in der Bibel gar nicht vor. Aber wenn man die Bibel nicht liest, dann wird man auch die Entrückung natürlich nicht finden. Du hast ja schon erwähnt, eben dieser Begriff Entrückung als solches kommt eigentlich auch vor als Verb. Ist das nur im 1. Thessalonicher, wo das so erwähnt wird? Mit dem Ausdruck entrücken, ja. Ja. Das Wort entrücken, harpazo im Griechischen, das kommt natürlich noch anderswo vor. Zum Beispiel, als Paulus in Jerusalem war, vor dem Sanhedrin, da gab es einen solchen Tumult unter den Richtern, dass der oberste Offizier der Burg Antonia fürchtete, Paulus könnte ums Leben kommen. Der würde zerrissen werden. Und dann heißt es, dass er ihn eben wegreißen lässt durch die Soldaten. Er wird evakuiert in die Burg Antonia. Also eine wunderbare Illustration der Entrückung aus Todesgefahr durch schnelles Eingreifen in Sicherheit bringen. Ja, und du hast kurz erwähnt, die eben Vergleich oder kurz einfach, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und da ist natürlich auch die Frage, worin unterscheidet sich dann die Entrückung von der sichtbaren Wiederkunft Jesu? Es ist ganz wichtig, dass man diese zwei Ereignisse klar unterscheidet und auch eben darauf achtet, was da deutlich verschieden ist. Bei der Entrückung kommt Jesus Christus nicht auf die Erde, sondern wie gesagt nur im Luftraum. Aber bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, da sagt Sacharja 14, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Also, ein wichtiger Unterschied. Weiter, bei der Entrückung kommt Jesus Christus für die Erlösten. Aber bei seinem Kommen in Herrlichkeit, da kommt er mit allen Erlösten. Und da wird schon mal andeutungsweise klar, bei der Entrückung werden die Erlösten in den Himmel gehen, um danach mit Jesus Christus aus dem Himmel herabzukommen. Also die Entrückung ist eine wichtige Voraussetzung für das zweite Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Ja, das heißt, man muss es klar unterscheiden, weil es eben ist nicht dasselbe, sondern das eine kommt zuerst, die Entrückung, danach dann die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Genau, und die Entrückung, kann man auch sagen, die wird geschehen vor dem letzten Weltkrieg. Bibel nennt ihn die große Drangsal. Das wird die unvorstellbare Katastrophe sein für die Menschheit während 3,5 Jahren. Aber die Entrückung vorher und das Kommen in Herrlichkeit danach. Dass die Entrückung vor der großen Trübsal stattfindet, gibt es dafür auch ich weiß, das ist ein großes Thema, je nachdem, gibt es dafür auch eine einfache, kurze Antwort aus der Bibel, wo man ganz klar sieht, das muss so sein, oder wo das vielleicht sogar ganz klar gesagt wird? Da gibt es viele Bibelstellen, die hilfreich sind. Ich verweise mal, wenn die Antwort kurz sein soll, auf 1. Thessalonicher 1, Vers 10.
da heißt es, dass die Thessalonicher eben dem lebendigen Gott gedient haben und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Der kommende Zorn, das ist eine Umschreibung der schrecklichen Gerichte der Apokalypse. Und hier wird verheißen, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Es gibt Bibelübersetzungen, die sagen von. Ich wollte gerade sagen, bei mir steht nämlich von, ja. Ja, aber das ist ein bisschen zu schwach. Und zwar, weil hier das Wort Apo steht. Apo ist ein kleines Wort, das Folgendes ausdrückt. Man kann das illustrieren. Ein Kreis und von dem Kreis ein Pfeil weg. Apo ist also das mit dem Pfeil. Also das mit dem Pfeil, das mit dem Kreis ist nicht enthalten. Das wäre der Zorn. Aber vor heißt also vom Kreis weg ein Pfeil. Das heißt, Jesus Christus bewahrt genau vor dem, was kommen wird. Also der Pfeil beginnt nicht in der Mitte des Kreises, sondern der Pfeil ist wirklich außerhalb vom Kreis. Genau, ja, genau. Ja. Also der Zorn wäre der Kreis und der Pfeil, das ist die Rettung. Und jetzt gibt es aber noch ein Problem. In dem Minderheitstext, griechischen Text von Nestle Aland, der ja meistens gebraucht wird für die modernen Übersetzungen, der hat hier Ek. Und das heißt aus dem kommenden Zorn. Ja. Der uns errettet aus dem kommenden Zorn. Das würde bedeuten, der Kreis ist der Zorn und die Gläubigen werden aus der Drangsal herausgerettet. Ja. Aber warum können wir sagen, dass die Masse der Handschriften auch hier korrekt sind im Vergleich zu den wenigen Handschriften, eben von dem Minderheitstext? Römer 5 ist die Parallelstelle, weil dort auch gesagt wird, dass Jesus Christus uns durch sein Leben, er kommt als der Lebendige vom Himmel, uns retten wird vor dem Zorn. Und zwar in Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn. Und hier steht Apo, und zwar im Minderheitstext wie auch im Mehrheitstext. Ja. Und wenn da auch übersetzt wird, je nach Übersetzung vom Zorn, genau, es wäre deutlicher vor dem Zorn, eben es ist Apo, das ist die Bedeutung, sodass man nicht in den Zorn hineinkommt. Ja. Aber da ist eben Minderheitstext und Mehrheitstext übereinstimmend. Und jetzt wäre das ja ein Widerspruch zu 1. Thessalonicher 1. Aber der Widerspruch lässt sich so lösen, es ist keiner. Der Mehrheitstext hat nur nicht den Text. Ohne Widerspruch. Ja. Also, da kann man den Nestle Aland ganz klar korrigieren. Ja. Und damit ist eine sehr deutliche Aussage gemacht, dass die Gläubigen nicht in den Zorn Gottes hineinkommen, der in der Offenbarung beschrieben wird. Ja, ist natürlich für uns auch ein Trost, dass wir nicht... Klar, wir wissen, es können trotzdem stürmische Zeiten auf uns zukommen. Ich meine, die Welt ist immer gegen die Christen und auch gegen Israel natürlich, aber die große Drangsal in dem Sinn, die werden wir nicht dann miterleben. Und zwar, wenn man denkt, was hat das Volk Gottes, das himmlische Volk Gottes in den letzten 2000 Jahren erlebt? Wenn man schaut auf die Verfolgungen im Römischen Reich unter hauptsächlich 10 Kaisern, das war furchtbar. Das war Drangsal. Aber die Bibel meint mit die große Drangsal, eine ganz bestimmte Zeit. Ja. Und wie viele Gläubige können erzählen von schrecklichen Drangsal im Leben? Also das bedeutet nicht, wir sind leidensscheu und darum möchten wir gerne vorher entrückt werden, sondern wir wissen, was Leiden ist. Ja. Und auch Leiden für den Glauben. Und einen Preis dafür bezahlen, das wissen wir auch. Aber wenn unser Gottes Wort das so lehrt, wer sind wir, dass wir das ablehnen und das negieren? Das geht gar nicht.
Ja, also das heißt, die Entrückung als Wort in dem Sinn, als Verb kommt das vor, im eben 1. Thessalonicher 4 hast du erwähnt. Genau. Und eben sie rettet uns eigentlich, sie reißt uns weg vor dieser großen Drangsal, die dann auf die Welt zukommt. Reißt uns weg von der Erde, um das nicht zu erleben. Die Bibel sagt nirgends, wie groß X ist zwischen Entrückung und großer Drangsal. Auch nicht, wie lange X ist zwischen Entrückung und den letzten 7 Jahren. Und diese 7 Jahre werden beginnen mit dem Bundesschluss des Tieres aus dem Meer, das heißt des kommenden Diktators des Westens, mit Israel. Auch das wird erst nach der Entrückung sein. X ist heute so klein, dass wir sagen können, oh, im ganzen Weltgeschehen sind die Schachfiguren für das, was die große Drangsal anbetrifft, weitgehend aufgestellt.